als Schweigekind, oder? Schließlich bin ich kein Britschhauferl. Die Geschichte liegt etwa über 40 Jahre zurück. Aber ich denke heute noch gern dran. Weihnachten war gerade vorbei und wir drei, meine Brüder und ich, du bist jetzt Stadt, gell? haben uns noch narrisch über unsere Geschenke gefreut. Die Buben haben eine Eisenbahn gekriegt und ich eine Puppenküche. Das war eine ganz besondere Puppenküche. Die hat nämlich unser Vater selber gemacht. Und die Möbel waren haargenau so wie in unserer Wohnküche. Außer einem Küchenkasten, einem Tisch und Stuhl und am Sofa hat es noch eine Beleuchtung gegeben. Und was das Schönste war, ein Herd zum echt Kochen. Gleich nach dem Feiertag sind die Freunde von meinen Brüdern zum Spielen gekommen. Unsere Mama war an dem Tag gerade nicht daheim und so ist es halt ziemlich zugegangen bei uns. Der eine Bruder hat die Gleise für den Zug um einen Christbaum rumgelegt. Und die 4 Buben sind auf den Boden geflackt und waren ganz begeistert. Also ich habe mich jetzt für die Eisenbahn weniger interessiert, aber dass jetzt Besuch da war, das war für mich günstig, weil so habe ich jemand zum Einladen gehabt. Möcht's einen Kaffee? Habe ich gefragt. Und gleich dazu habe ich gesagt, dass ich ein paar Platzerl auch hätte. Also direkt abgelehnt haben sie jetzt halt nicht, aber zugesagt hat auch keiner. Also habe ich in meinem Herd mit Trockenspiritus eine Feuer gemacht und ein Haferl Wasser aufgesetzt. Und in der Kaffeemühle habe ich ein paar Malzbohnen gemahlen und die ins heiße Wasser reingeschmissen. So, der Kaffee war fertig. Wunderschön habe ich dann einen Tisch gedeckt und 5 so winzige Tasserl hergerichtet. Auf einer Kuchenplatte habe ich ein paar der Bresel die Platzerl gelegt. So, jetzt war es soweit. Kennt ihr es? Die Buben, die haben mich überhaupt nicht beachtet. Und so habe ich halt nur ein paar Mal gefragt. Wie es gerade so Anstalten gemacht haben zum Hergehen, da sagt mein lieber Bruder, also nicht der, sondern der andere, der nicht da ist. Das Quatsch, das braucht ihr nicht dringend, da wird es euch bloß schlecht. Also sowas gescherzt. Mit der Behauptung, da hat er mir alles verloren. Mir war zum Heulen und dann sagt er auch noch, hör deine Zahnerei auf, wegen dem Schmarrn brauchst du doch nicht warnen. Aber dann ist was passiert und die Sache hat gleich wieder ganz anders ausgeschaut. Wie der Zug gerade wieder seine Runden zieht, springt er aus dem Gleis und zwar genau hinten weg, hinterm Christbaum. Saublöd. Der Emil hat sich sofort auf den Bauch geschmissen und ist unter den Baum eingetaucht. Wie er aber mit dem Zug in die Hände wieder zurückgerockt ist, ist er ein wenig unvorsichtig gewesen. Der Bruder hat noch geschrien, Mensch, pass auf, geh mit deinem Hintern dürfen. Aber es war schon spät. Der Christbaum ist umgefallen und 5 von den schönsten Kugeln waren hin. Das war eine mittlere Katastrophe. Mit einem Schlag sind wir alle da geworden. Nachdem wir den Baum wieder aufgestellt haben und die Kugelscherben zusammengehört haben, ist sofort umdekoriert worden. Alles haben sie frisch verteilt, damit man die Löcher nicht sieht, die durch die feierten Kugeln entstanden sind. Ich bin daneben gestanden und habe mich ein kleines bisschen gefreut. Lach nicht so blöd, sonst fangst du nicht, hat der Bruder zu mir gesagt. Und dann ist noch eine fürchterliche Drohung gekommen, falls ich der Mama was sage. Weil das Verbritschen war nämlich meine einzige Waffe gegen meine Brüder, wenn sie mal wieder echt best zu mir waren. Wir trinken auch deinen Kaffee, wenn du nichts sagst. Na endlich! Ich habe also schwören müssen, dass ich kein Wörterl sage. Und der Seppi, und dann haben sie alle den Kaffee auszuzelt und die paar servierten Platzlbräsel hat der Seppi ganz ungalant in seine Hand reingeschüttet und ins Mai eingeschmissen. Gleich drauf sind die Spätzchen heimgegangen. Soll ich euch jetzt noch verzeihen, wie die Sache ausgegangen ist? Ja, ihr könnt es euch ja eh denken. Unsere Mama ist heimgekommen, hat den Baum angeschaut und hat sofort gewusst, was passiert ist. Voller Entsetzen hat sie gefragt, ja, wo sind denn die schönen großen Kugeln von da unten? Also ich habe nichts gesagt. Ich habe nur meine Brüder angeschaut.